Freunde und Dinnen der schlüpfrigen Pikanterien. Ich freue mich aufrichtig, Sie zu unserer Aufklärungsstunde, wo ein Wilhelm ist, auch ein Busch, begrüßen zu dürfen. Wir haben uns heute hier nämlich versammelt, um Ihnen ein unmoralisches Angebot zu unterbreiten. Begrüßt Sie nun deshalb mit allem sittenstrengen Respekt unsere Witwe Bolte am geflügelten Hübner. Willst Jungfer dich von Männern schützen, kann dir im Grund nur eines nützen, eine Hülle. Hart aus Holz gemacht, doch wählt den Umfang mit Bedacht. Die Dose darf nicht allzu klein und niemals voll mit Wasser sein. Am besten prüfst du das Gefäß durch deinen Umfang am Gesäß. Auch vorne braucht die Röhre Platz bei einem leichten Bauchansatz. Doch dann mit der perfekten Tonne kannst du endlich voller Wonne all jene Rüpel überrollen, die plump dir an die Wäsche wollen. Mach sie zur Sau und fahr sie platt, keusch bleibt, wer eine Tonne hat. Veronika, die Welt ist grün, komm, lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der brennt mich da. Bei einer repräsentativen Meinungsumfrage unter verheirateten Frauen hat man herausgefunden, dass 85% aller verheirateten Frauen ihren Arsch zu dick finden. 10% aller verheirateten Frauen finden ihren Arsch zu klein. Und nur 5% aller verheirateten Frauen finden ihren Arsch so, wie er ist, okay und sind froh, dass sie ihn geheiratet haben. Ich bin die beste Lola, wenn ich nicht mehr sind soll. Ich habe ein Pianola zu Hause. Ich bin die beste Lola, ich bin da jeder Mann. Ach, mein Pianola, da lass ich für meine nächste Demonstration, die viel Fingerspitzen verlangt, benötige ich eine Assistentin. Gut, vielleicht hier vorne sind. Das ist die Kommilitonin. Die Kommilitonin Gabi hat aber jetzt mal vom Auditorium einen Applaus verdient. Womöglich zeigt ihr der Welt, was jedem Mann so sehr gefällt. Die roten Früchtchen, sie erregen, derweil die halbe Kugel sich bewegen. Beim Auf und Ab, beim Auf und Ab. Ja, beim Auf und Ab, beim Kreuz und Quer, ja. Und schneller noch beim Hin und Her. Was kann der Siegesmut dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit unvergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Auch werden wir strikt zwischen erotisch und pervers unterscheiden. Hierzu eine entsprechende Definition. Erotisch ist beispielsweise mit einer Pfauenfeder eine nackte Frau zu streicheln. Pervers ist, wenn der Pfau noch dranhängt. Wie gesagt, nicht gern gemeinsam mit dem Hausgesponst. Lebte Liebmann doch nicht einsam, war der Liebmann sonst. Oft bei sich als Zechgemeinde hat er viele gute Freunde. Niemals eine Frau, wer wird da schlau? Wie kommt der Lippenstift in Lehmanns Unterbett? Wie? Volksmund.
So steckt der Teufel im Detail und in den Lenden. Kurzum, ein Kuss ist, wenn zwei Lippenlappen in Liebe aufeinander pappen und dabei ein Geräusch entsteht, als wenn eine Kuh durch Matsche geht.